Nun denn, nun denn, nun denn. Es geht weiter hier bei Fire Emblem Engage und wir können offenbar Wyvern reiten. Wie war das schon wieder? Was soll das sein? Hoi. Ist jetzt nur, weil ich irgendwie jetzt zum Wyvern Gott wurde, oder was? Später im Spielverlauf werden weitere Strecken freigeschaltet, okay. Mit Zombie reiten, ja genau, sollen wir Zombie unterstützen. Okay. Yeah, ich bin zum Wyvernreiter geworden, wie auch immer das möglich war. Noch gar kein Zweiziegel eingesetzt. Zum Teil ein bisschen sehr empfindlich und zum Teil auch wiederum nicht. Du, du, du. Ah, okay, cool. Du, 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 du. Es ist irgendwie noch ein cooles Minispiel. Ganz unerwartet vor allem. Okay, danke, Somi. Sag mal, was ist los mit dir, Junge? Ja, Mann! Juhu! It's Zombie Time! Di, di, di. Ja, und jetzt? Ende! New Record! Oder? Du, du, du. Beistand. New Record! A+++. Okay. Ja, gut, das geht vielleicht auch besser. Also vor allem mit den Items meinte ich jetzt gerade, weil der Rest war irgendwie ein bisschen, yeah, seltsam. So, was stand da gerade? Kraft der neue Schwierigkeit, Boutique, Turnerprüfung, neue Karte. Ja. Da sind wir momentan ein bisschen weniger, muss ich zugeben. Im Gegensatz dazu, nächste Map und so, sprich nächstes Kapitel, wäre eher etwas, weil es mich doch interessiert, was vor allem so Fugato und so drauf hat. Das wir uns also gleich zu Gemüte ziehen. Und dann haben wir hier noch ein paar Stahlschwerter, die haben wir weg können. Ich kaufe 20 Waffen, weil wir einfach so cool sind. Ein paar Waffen hier kann man mal gut verkaufen. Feuer ist langsam auch out. Haben hier noch viele Blockieren-Dinger. Brauchen wir einen Teil davon. Okay, Rettungsdinger sind doch noch relativ teuer. Interessant. So, noch die Heilmittel. Gegengift noch nie gebraucht. Ich lasse auch mal einen da, damit wir auch mal alles mal ein bisschen haben. Elixier. Wäre sicher mal etwas dann später mal für unsere Tanks und so. Weihwas. Ich bin nicht so der Typ dafür, muss ich zugeben. Maximal kann für die Dauer einer Schlacht. Ja, das sind so temporäre Dinger. Ich finde, kann man machen. Wie gesagt, ich bin nicht so der Fan davon. Und die anderen Items, die für die permanenten Stats-Erhöhungen, die wir haben, die gebe ich auch bald. Keine Sorge. Ich habe es jetzt vergessen. Ich bin nur ein bisschen sehr zurückhaltend, was das betrifft. Das muss ich mal zugeben. So, was wollte ich eigentlich mal noch machen? Donnerschwert. Mal gucken, was man sagen, mal alles machen könnte. Uiuiui. Bisschen Donnerschwert 5+, okay, im Schnitt da. Und dann noch gar keiner.
das wird noch kommen, keine Sorge. Hier sind wir schwer 3. Was gibt es denn eigentlich dadurch? Die Form von dem Schwert ist fast ein bisschen wie das Master-Schwert. Okay, das wird so ein Drachenkiller sein oder sowas in der Art. Okay, Trefferquoten erhöhen ist natürlich auch immer geil. Die Speerdinger wird er sowieso gut gebrauchen können, oder? Ich brauche für die eigentlich nur Silber und Geld. Und davon habe ich eigentlich genug. Also Geld, ja, okay, kann man so überstreiten. Die Meißellanze plus 3, wie sieht es denn hier aus? Der auch noch bis plus 3, weil nachher fehlt die Kohle wieder. Silberlanze, Langspeer, jetzt haben wir halt einen Speer plus 2, ja? Also deswegen kann ich an Langspeer noch verzichten. Im Retirene gab es, glaube ich, sowieso nie was besser als ein Speer plus 2. Als ein Speer generell, meine ich. Die Eisengroßlanze, noch die Silberaxt. Okay, plus 2 und dann die Trefferquote erhöhen, ist eigentlich auch geil. Hä? Das ist aber kein Tomahawk, oder? Nee, nicht ganz, aber ist offenbar... Also ich kann offenbar eine Silberaxt so upgraden, dass es zu etwas wird, was... sogar gegen fliegende Dinger hilft. Krass. Fliegende Gegner. Das kann man ausprobieren, weil ich habe noch eine Silberaxt. Es juckt mich in den Fingern, aber erstmal mache ich hier Silberaxt plus 2, wegen der höheren Trefferquote. Da wird er sich freuen. Dann, eigentlich können die andere Silberaxt ja ihr geben, aber wir können sicher bald Silberäxte kaufen. Eine Stabaxt. Ja, auch hier ist dann wieder die Trefferquote, wa? Dann besser wird. Da habe ich eigentlich gar nichts dagegen, auch Meisteraxt und so. Die Eisengroßaxt. Heilige Scheiße, kann man die upgraden. Was ist das für eine Axt? Okay. Ne, komm, ist was? Ich versuch's mal. Und da kann ich es auch mit normalen Stahlachs machen. Das ging gerade so. Okay, das ging berittene Dinge, aber das könnte irgendwie der Hammer. Ne, nicht der Hammer. Das ist nicht der Hammer, Baby. So, ich mach mal den hier, komm. Was wird da raus? Orkanaxt, was soll denn das sein? Hä? Kommt die aus dem Zelda-Universum? Magische Axt mit Schmetterkraft. Komm, da muss auch etwas sein, was halt einen Magiewert nimmt. Kein erfolgreiches Initiieren des Kampfes effektiv gegen den Flieger. Die Reichweite ist nur 1. Das ist natürlich kacke. Also ich bräuchte im Prinzip einen Tank quasi. Ob jetzt der physisch oder... Ja, müsste schon eher physisch sein. Ein physischer Tank mit hoher Magie, der Äxte einsetzen kann. What the fuck? Wo finde ich denn sowas? Die Eisengroßaxt für sie. Wenn ich dazu komme. Aber im nächsten Kapitel echt keine Ahnung wofür ich... ist schwierig. Schwierig. Die Meisterbögen nochmal upgraden? Ja gut, höhere Crit-Chance wäre natürlich schon geil. Silberbogen wäre natürlich auch mal eine Option, wa? Treffer und Stärke, weil stärker als Silberbogen geht eh nicht. Also sage ich jetzt mal als normale Waffe. Ja, komm. Haben wir für den stärkeren Silberbogen. Dann fehlen wir mal die Kohle. Das heißt, machen wir dann später. Genau, mit die Dinger hier auch für Michael und so. Schmieden, gravieren. Ist alles gravierend. Die gravierende Tatsache. Was auch eine Tatsache ist, dass ich leider. Also mal gerade die Ringe, also die Emblemringe, aber schon mal ausgerüstet, weil ich dachte, die machen wir so. Bis glaube ich Lynn haben wir auch mal auf Alfred gepackt, genau, den Rest muss man gucken. Auch was ich nachher Etienne für den Ring gebe. Könnte ich zweit schon mal, damit sie zumindest schon mal was hat. Haben noch irgendwie
Ja, Sote wäre eine Option. Cordelia. Ja, Cordelia ist zwar nicht schlecht, aber. Silvera, ja. Ja, wobei Speed. Dann kriege ich das mit Behendigkeit noch. Das sind sowieso die Ringe, die ich oder Effekte, die ich am meisten brauche, wa? Behendigkeit und Geschwindigkeit. Hier, 4B zum Beispiel. Als Royce Well oder Rutger B. Der gute Love Lina, die ist auf Magie getrimmt. Der gute Seth. Naja. Lassen wir das mal. Ne, was ich sagen wollte, Dinge, die wir leider machen müssen. Ich weiß, wir hassen sie alle. Bankgespräche, nein, schön wär's. Hier, die hier. Will ich jetzt eigentlich noch einen speziellen machen? Also ganz ehrlich, Show und Klang können wir noch darauf verzichten, weil die setze ich nicht mehr ein. Bis auf weiteres. Das heißt, diejenigen, ich sage, okay, die mache jetzt mal, ja komm, Yunaka und Fugado. Yunaka, 一緒に宴に行かない？宴？あれ、もしかして乗り気じゃないのかな？ユナカっていつも元気だし、楽しいことが好きそうだから誘ってみたんだけど、また他の用事があるときに声をかけるよ。それじゃね。はっ、突然話しかけられたせいで、つい本当の自分が出てしまいましたぞ。このままでは私めの素性がうっかりバレてしまうかも。フォガート氏、待ってくだされ。ゆっぴー、ぜひ宴に連れて行ってほしいですぞ。なんか無理してない？無理なんてとんでもない。私めは楽しいことが大好きですぞ。宴なら何件でも付き合うゆえ、ぜひぜひ連れて行ってくだされ。そうか、やっぱりね。ユナカとは気が合うと思ってたんだ。それじゃ早速宴に行こう。こういうご時世だからこそ遊ぶときはとことん楽しまないとね。そうですな。Immer wieder interessante Gespräche. Citrin und Selko. Oh, noch Chloe und Amber noch. くそ。これから俺はどうやって生きていけばいいんだ。ゼルコバ、何かあったの？よかったら話を聞くわよ。気持ちは嬉しい。しかし理解してもらえるかどうか。言ってみなければ理解もできないわ。話してみてちょうだい。実は趣味が一つ終わってしまったのだ。まあ、趣味が悩みだったの？私はもっと深刻なものかと。そう思って当然だ。しかし俺にとっての趣味は一大事なのだ。わかったわ。ごめんなさい。続きを話してもらえる？俺は小鳥を飼っていた。ヒナの時に親に見捨てられ、飛び方すら知らなかった。俺はそんな小鳥の親となり、毎日のように飛び方を教えた。小鳥を？素敵だわ。しかし小鳥はさっき俺の前から姿を消した。逃げてしまったの？いや、巣立ちだ。飛んでいったんだ、力強く。巣立ち？ああ、小鳥が自分の力で飛び立てるように。だから飛び去っていくことは喜ばしいことなのに、今の俺の胸にあるのは一人にか。お前にこの悩みを解決できるか？似たような小鳥を買ってくる？それはちょっと。なら聞いておいて申し訳ないのだけれど。そうか。では自分で何とかする。いいえ、お優
役に立てなくてごめんな。 Oh Gott, was ein Gespräch, ey. Was war denn das gerade für ein Gespräch? So, Chloe und Amber noch, nachher haben wir's. クロエ、聞いてくれ。大変な情報を仕入れたんだ。そんなに慌ててどうしたの？若返りの泉って知ってるよな。クロエが好きなおとぎ話にも出てくるやつ。もちろん知っているわ。それがどうかしたの？はあ、聞いて驚いてくれ、クロエ。その泉の場所を記した地図を入手したんだ。あら、それはでも若返りの泉は架空のものだったはずよ。そう、だからすごいんだ。存在しないはずの伝説の泉の地図を手に入れたんだから。そこでだ、クロエ。お願いがあるんだ。俺と一緒に伝説の泉を探しに行かないか？おとぎ話に詳しいクロエが一緒なら。いいわ、付き合ってあげる。もしかしたらおとぎ話に出てくるような素敵な風景に出会えるかもしれないし。本当か？ありがとう、クロエ。一緒に伝説の泉を見つけような。Also hätten wir nichts Dringendes zu tun, wisst ihr? Der Mondrat ist auferstanden, die ganze Welt ist in Aufruhr. Also fast zumindest. Oder wäre in Aufruhr, wird bald in Aufruhr sein und wir machen so einen Quatsch. Okay, komm, wir hauen ab hier. Götter Kapitel noch immer nicht, aber bald. Bald. So, lass mich ranspielen, es kommt ein weiteres DLC-Kapitel, weil mir ist aufgefallen, wir haben die Sidequest von Lucina, uns fehlt noch eine mit Lyn. Ja, war mir doch klar. Überspringen. Dankeschön. So, Schnellreise. Genau, also. Wir haben die Ebene der Winde. Ein Ort von großer Bedeutung für Emblem Lyn und Schauplatz an der Prüfung mit dem Würmgott. Ja, Fire Emblem 7 lässt grüßen. Was sogar irgendwie eine der ersten Maps damals, wo wir auch mit Lyn gekämpft haben und so. Spendenlevel 2, sehr schön. Die machen wir, aber noch nicht jetzt. Aus dem Grund. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier wieder mal nur so eine bedingte Anzahl an Charaktere mitnehmen können. Und wir haben jetzt letztes Kapitel 3 neu sogar bekommen. 2 davon, wo ich mir dachte, können wir mal ein bisschen testen. Ich bin mir sicher, im nächsten Kapitel, das wird vermutlich irgendwie das hier sein, Oasendorf, kriegen wir wieder ein paar neue Charaktere. Da würde ich nämlich gerne zusammen testen. Deswegen hier Nebenquest eben der Winde gerne später. Jetzt können wir uns erstmal hier Kapitel 13 Oasendorf. Suchen nach Timera und im Ring des strahlenden Helden erreicht die Gruppe eine Oase. Ja, das strahlende Held, das müsste Ike sein, wer soll es sonst sein? Ich glaube, momentan reicht es, mit dem Ausrüsten und so. Den Rest können wir dann bei Kapitelstart machen.
異形兵やイルシオンの手勢は攻めてこなかったのですか？来てたのかもしれないけど、城に来た変なのはいつも全部倒してるからね。そうですか。全部ですか？おかしいかい？いえ、素晴らしいことです。王女が無事で安心しました。他の国は大変なことになっていると言ったね。ルミエル様まで亡くなられていたなんて。私も何度かリトスに行ったことがあってね。あの方にはよくしていただいたよ。もちろんこのソルム王国は神竜様の味方になるとも。邪竜討伐のために力を尽くそうじゃないか。ありがとうございます。それでお願いがあるのですが、ソルムに託されている双縁の勇者の指輪、私に預けていただけないでしょうか？断る道理はないよ。すぐに指輪を。あの指輪どこ行ったかね。え？最近見ないなとは思ってたんだよ。フォガート、あんた知ってるかい？知らないよ。そっちの棚の中とか入ってない？ああ、悪いけど少し待っていておくれ。はい。棚を漁り始めたわ。まさかその辺に適当に保管されていたのか？これまでずっと。最強格の力を持つ指輪だぞ。信じられん。Oh, ich glaube, eigentlich wird es nicht weiter stören. あ、そういえばあの指輪、ミスティラが持って出かけてるかもしれないね。ミスティラ？俺の姉さんでソルム王国の第一王女さ。いずれ王位を継いで女王になってもらうんだけど、フォガートと同じでいっつも城にいないんだよ。私の若い頃も似たようなもんだったけどね。また野宿してるのかな。姉さんいいな。王女や王子が城にいないというのはどうやら嘘偽りのない真実だったようだね。いつ帰るのかわからないというのもな。ミスティラ王女を探しに行きます。居場所にお心当たりはありませんか？南の砂漠を見に行くとか言ってたような。それならオアシスを拠点とするはずだよ。わかりました。なんだか面白そうだね。私も。それはさすがに。母さんはここで待っててよ。そうかい？じゃあ今回は若い子たちにお任せしようかね。無事に合流できたら紋章師の権限をお願いするよ。どんな強者が宿ってるのか楽しみだ。もう日も暮れる時間だから気をつけていっておいで。Oh nein, wieder mal ein Dunkelheitsmap. Oh nein. 道案内は引き続き俺にお任せあれ。Okay, ich glaube, ich habe noch einen Stab, um mal ein bisschen aufzuhellen. これでよーしっと。お肉が焼けるまで陽気に楽しく待つとしよっか。それではソルム王国第一王女ミスティラ歌いまーす。Tänzerin oder was? Gibt's die Klasse etwa in diesem Spiel? それじゃあいつもの曲いくよ。メリン、パネタね。承知。了解ですます。せーの。ラララ、お肉お肉こんがり。なんか騒がしいと思ったら、こんな夜にお嬢ちゃんたちだけで不用心だな。よく見たら高そうな指輪してるじゃないか。そいつを渡してもらおうか。ルンルンラ、仲間でジューシーオアシス肉。ちょっと歌うのやめ。おじさんたち誰？もうだから俺たちは族なの。高そうな
だその指輪が欲しいの。はあじゃない。わからないなら痛い目見てもらうしかねえな。僕たちは普通の族とは違うんだ。化け物を飼い慣らしているんだよ。さっさと金目のもん出さなかったこと後悔させてやるよ。 Was sind das für Brüder? あっちに焚き火が見える。きっと姉さんだ。見つかってよかったです。さっきまで聞こえていた妙な音楽は一体。姉さんたちの歌だよ。すみません。いいよいいよ。あまりにうるさくてソルムの騒音って言われてるぐらいだし。でも突然歌い終わったから何か。急ぎましょう。 Aber ganz fix. 姉さん。おお、弟よ。あなたがミスティラ王女ですね。はじめまして。私。知ってる知ってる。神竜様でしょ。フォガートがわざわざ私に合流するときはあなたを連れてくるときってことだからね。え？なんでもないよ。見ての通り賊に絡まれて困ってるんだ。ガツンと強い力があれば楽なんだけど、神竜様ならこの指輪から紋章紙を出せるんだよね。 Woher weiß sie das alles? これが草園の勇者の指輪ですね。Doch, das ist doch Ike. この中に一体どんな人がいるのかずっと楽しみにしてたんだ。お願いできる？もちろんです。イエーイ！待ってました。戦え！草園のエンブレム！ Oh ja. Er ist zurück! Mein guter alter Ike! ものすごい強そうな人が出てきた。アイクだ。無様な戦い方はせん。うまく使え。よろしくお願いします、アイク。ひとまずミスティラ王女に力を貸してください。 Ach komm schon, ich wollte gar nicht mit mir selber ausrüsten. Ah, der gute alte Ike. Ah, habe ich ihn vermisst. Ein guter Typ. Sehr sympathisch. Vor allem bei Super Smash Bros. Oh. Ich will bei Gelegenheit mal noch die Amiibos einlesen. Ich habe ja 2 Fire Emblem Amiibos, die von Marv und den von Ike. Mhm. So. Ich will dürfen mitnehmen, ne? Die Position ändern. Einheiten. 8 Stück. Erstmal alle raus. Aus diesem Haus. Und dann mal gucken. Oh. Wir müssen aufstoßen. Wie die Map so aussieht. Oh, geflügelte. Ja, super. Gut, Fugado wollte ich hier einsetzen. Gerümpelt, zerstörbar. Oh, Häuser. Dunkler Sand, normaler Sand und eben Häuser, wo man rein kann. Ach du Scheiße. Aber die Gegner sind schon da. Tochi und Techi. Techi, Tochi. Okay, Kriegachs sieht schon krass aus. Elfenwind. Ja, Stahl, Großaxt, okay. Wurfbeil. Viele Flieger, ja, heilige Scheiße. Hier ist über dem Wasser, also ist dort eigentlich mir relativ egal, wie es beziehungsweise die Fläche ist, da komme ich eh nicht hin. Dann eigentlich hier Timera mit eigene Wächterin, Assistent, okay. Scheint von Werten her. Dank eigene gute Defense. Wieso hat eigenen Hammer? Hä? Eigentlich ein bisschen Schwerkämpfer, schon wieder vergessen. Dabei trägt er ein Schwert. Okay, sie ist generell Lanzenkämpferin.
Wächter, ja, wir haben eigentlich schon Lanzen, eigentlich schon genug. Okay, wir gucken mal. Eben Stärke. Der Speed ein bisschen gedroppt, der Silberlanz. Okay, ansonsten. Ja, gut, Level 18, ne? Naja, könnte schlimmer sein. Dann haben wir hier Panette. Sie ist Berserker bereits entwickelt. Jo, das sieht man in der Stärke. Muss ich ja mitnehmen, wa? Oh, ein Wolfsritter. Haben wir gar nicht, wa? Level 1, also bereits entwickelt. 15. Oh. 2021. Auch Magie. Und Schwerter und Dolche. Ja, vielleicht kann ich bei ihr ja auch mit dem Donnerschwert hantieren. Ritter Escort, was kann die Fähigkeit? Ah, mit einfach Verbündeten. Okay, aber gut. Stahlschwert, Silberdolch. Mhm. Kühnheit. Große ja, Ike wieder mal. Der gute alte Ike. Blutige Wut, kann die Fähigkeit. Alter! Plus 10 Crit! Solange ihre KP unter 100% sind. Ja, du mich doch auch. Was ja normale Banditen. Ich habe Verzerrte als Gegner. Ich bin unschlüssig, ob er selber irgendwie noch Dinger mitnehmen soll. Die Fetten quasi. Nein, Flieger waren natürlich. Entschuldigung, Flieger. So, Alfred und Lynn, wollen wir uns da mal ganz kurz die Ringe noch austauschen. Da gehen die haben auf dem Feld, weil er halt einfach ziemlich viel einstecken kann, aber Alfred und Lynn ja auch. Die Meisterbogen sind die eigentlich schon gut, würde ich mal sagen. Okay, also warte mal. Allein schon, weil ich halt einen Schützen brauche, kommt er mit. Bujur habe ich auch gesagt. Citrin nicht, weil ich ein Meistersiegel brauche oder gerne hätte. Ich hätte gerne Ivy dabei, zumindest eine Fliegerin. Dann ist die Frage, welchen Schützen nehme ich noch mit? Alkris, oder ich jetzt wirklich mehr auf ihn gehen will, oder trainiere ich noch Etienne ein bisschen mehr? Die sowieso wesentlich mehr Stärke als Alchrist hat, da ist der Witz an der Sache. Auf Tanks verzichte ich dieses Mal, einfach weil es auch ein bisschen schwierig ist auf dem Gelände. Da sollen eigentlich eher Boucheron machen, plus... Ich muss trotzdem schneller vorwärts kommen, also wäre eigentlich Alfred Lynn doch cool. Und Diamant, ja. Celine schon lange nicht mehr eingesetzt. Ganz sich mittlerweile von Werten her, ich meine auch schon entwickelt und so, aber ne, ist noch ein. Wobei eben, vielleicht kann es nachher als Donnerschwert nutzen. Dann könnte es was werden. Okay, jetzt muss ich das mir überlegen. Weil es trotzdem schnell und stark ist. Eben mit dem Ring von Lin bräuchte ich eigentlich schon. Allein schon, damit er den Ultra-Move einsetzen kann. Astra-Sturm, wie das schon wieder hieß. Also einen zweiten Bogenschützen, dann mache ich sie, Etienne, das machen soll. Diamant noch als Tank. Quasi schon wieder. Und dann ist halt die Frage. Chloe trainieren kann ich mir eigentlich sparen, weil schon Level 8 ist. Also stelle ich es nicht. Dann nehme ich doch wieder Alcris mit, aber zwar 3 Bogenschüsse, aber es sind ja auch so verdammt viele. Und lasse Celine noch zurück. Würde bedeuten, ich hätte jetzt aktuell
Nur einen Heiler im Team. Das ist ein bisschen wenig, finde ich. Selin meint, sie kann ja Stufe Stäbe auch Stufe B nutzen. Chloe nur bis Stufe C, ja komm. Nehme ich Selin noch mit, damit sie dann... Die Frage, oder soll es Ivy mitnehmen? Ich frage mich gerade, wer von euch noch den Stab mitnimmt für... Oh, den hast du ja schon. Aber warte mal, wollte ich dich irgendwer noch mitnehmen? Da war doch was. Gut, ich meine, du hast zwar verdammt viel Referent, sag ich schon. Resistenz, Entschuldigung. Was anderes, aber Selin ist irgendwie nicht mehr so geil, wie ich auch schon mal dachte, wa? Kann das sein? Nein, schon, weil die werden es nämlich so einfach so bereits entwickelt, trotzdem so 10, 10, 10. Ja, natürlich vor allem mit der Resistenz, ey. Alter Schwede. Mein Selin ist ja auch schon entwickelt, hä? Das heißt, nehmen Selin jetzt vielleicht doch nochmal raus und nehmen dafür ihn mit, allein schon, weil er Illuminis einsetzen kann. Er hat auch Magie, er kann auch Abwehrhaltung gehen, das heißt, er geht nochmal plus Defensive, er hat aber eh schon Resistenz. Ja, ich glaube, ich versuch's mal so, wa? Das ist halt die Frage, ich meine, ich komme hier eh nicht durch den ganzen Glump hier. Also ja, ich brauche definitiv meine Tanks vorne. Die Schützen kommen jetzt mal hinten ran. Mehr oder weniger zumindest. Und er hoffentlich nachher Illuminis einsetzen, ein bisschen spammen kann. Ich glaube, das passt. Wir haben auch alle 4 Ringe dabei, die wir aktuell haben. Also sprich eigentlich 2... Noch die 2 aktuellen Ringe, plus die 2 DLC-Ringe. Natürlich Timera mit Ike noch. Genau. Mal ein bisschen gucken, was sie so drauf haben. Und an der Stelle sagen, Freunde, wir speichern hier bei Kapitel 13. Im nächsten Part geht es hier direkt weiter. Ich sage an der Stelle danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.